Hallo, hier ist Anke Maltanke mal wieder. Heute mal mit etwas Bildung. Ja, es soll ja nicht immer nur getrunken werden. In letzter Zeit habe ich so viele Getränke vorgestellt. Das ist zwar auch schön, aber dieser Kanal ist auch ein Bildungskanal. Ich möchte ein paar Feinheiten über die maltesischen Inseln Malta, Gozo und Comino erzählen, die vielleicht nicht jeder weiß. Dazu ist dieser Kanal auch gedacht. Und anhand meiner kalligraphischen Zeichnung stelle ich die Orte, die auch vielleicht nicht jeder kennt, vor, aber auch die bekannten. Alles soll noch kommen. Hier seht ihr den Ort geschrieben Bahar Ichar auf Malta. Bahar Ichar liegt im Norden Maltas an der sehr bekannten Küstenstraße. Das Oued il Kbir, das heißt großes Tal, ist das längste Tal von Malta. Und ich habe eine Karte mitgebracht, eine kleine Malta-Karte. Und man sieht hier, dass die Küstenstraße, die berühmte, von diesem ganzen Städtegewusel, Valletta, St. Julians und so weiter, von St. Julians, dem Touristenort, hier entlang bis nach St. Paul's Bay, dem anderen sehr bekannten Touristenort führt. Da fährt man immer an der Küste entlang. Früher bin ich da rauf und runter gefahren, heute etwas seltener. Und Bahar Ichar spricht man, Bahar heißt Meer. Und das durchgestrichene H ist R, das ist ein R-Laut, deswegen Bahar. C mit Punkt oben drauf ist ein Tsch-Laut. Nicht C und Z und Z, sondern Tsch, Bahar Ichar. Das GH auf Maltesisch ist stumm. Und das Q am Ende, das hier, das ist ein fast stummer Laut. Etwas wie K, aber auch nicht ganz. Bahar Ichar. Bahar Ichar ist ein unspektakuläres Örtchen, aber auch teilweise sehr schön. Und zwar hat man die Küste mit einem Ritterturm, dem Alet Marku. Rittertürme würde ich übrigens immer aufsuchen, wenn ich auf Malta bin. Und wenn man sich für Historie interessiert, dann gibt es nicht allzu viel in diesem kleinen Ort. Der Ort hat nur ungefähr 1300 Einwohner. Aber es gibt 2 Kapellen, die sind hübsch, die sind sehr alt, und 2 Kirchen. Und früher gab es noch die White Rocks, die kennt vielleicht der eine oder der andere. Das war eine Ferienanlage, in der ich auch oft gewohnt habe, und es war sehr lustig. Es waren Apartments und jetzt verfällt das Ganze alles. Leider, und vielleicht hat jemand bald eine Idee, was daraus nun werden soll. Der letzte Stand war nix. Dann gibt es noch Splash and Fun, einen Vergnügungspark mit einer riesen Wasserrutsche und irgendwie einer Delfinshow, ist nicht so ganz meins. Aber also die Malteser und die Touristen freuen sich sehr, Splash and Fun zu besuchen. Wenn man hineinfährt in das Örtchen, übrigens Bahar Ichar habe ich vergessen zu übersetzen, Bahar ist das Meer und Char sind die Kieselsteine. Also der Ort am Meer der Kieselsteine. So. Und dort war früher übrigens auch ein Campingplatz in der britischen Kolonialzeit. Und was ebenfalls aus der britischen Kolonialzeit stammt, nämlich aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, ist eine Besonderheit, und zwar ein Klangspiegel, ein akustischer Spiegel. Das haben die Briten erfunden, und dieser, der in der Nähe von Bahar Ichar zu finden ist, der ist einzigartig. Außerhalb von Großbritannien gibt es nur diesen auf Malta. Wer sich für solche Dinge interessiert, sollte ihn suchen gehen. Leider ist auch die Müllverbrennungsanlage in der Nähe, manchmal stinkt's, aber es ist schon besser geworden als früher.
Und dann kann man auch sehr schön wandern bei den Victoria Lines. Dazu komme ich aber ein anderes Mal. Und die Orte, also man fährt an der Küstenstraße man fährt bei Pembroke vorbei, bei Madlina, auch alles sehenswert. Und man kommt dann auf der linken Seite kommt der Ort Bahar Ichar und im Hinterland liegen dann Gagur und Nashar. Und von dort aus kann man zu den Victoria Lines laufen und in der ganzen Gegend wunderbar wandern. Und hiermit schließe ich eure Anke Maltanke. Sacha, bis bald.